Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge Special Edition. Uff, pelzig. Könnte möglicherweise, wenn ich das alles schnell löse, die letzte Episode sein. Schauen wir mal. Könnte auch etwas länger sein. Wir gucken uns erstmal natürlich hier die Truhe an. Da muss Big Whoop drin sein in der Schatzkiste. Wie sieht es denn hier mit der Säule aus? Sieht ein bisschen wackelig aus. So wie die, auf der ich stehe. Na egal, komm, wir machen es mal in bester Indiana Jones Manier. So. So. Obacht. Natürlich. Das hat noch nicht so geklappt in Indiana Jones Manier. Aber Elaine ist ja schnell da, wie wir wissen. Und dann bist du hier 3 Tage später aufgetaucht. Oh Gott, 3 Tage hängt er hier schon dran. Hilfst mir jetzt hier raus? Alles, was nötig ist, um dich zum Schweigen zu bringen, das ist die längste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Uns sei alles gerobbt. Naja, dumm gelaufen. Oh, Jesus. Dumm gelaufen. Jetzt sind wir dann doch abgestürzt, nachdem wir die ewig lange Geschichte erzählt haben. Und hier ist es düster, hier ist echt duster wie eine Wagenladung Arschlöcher. Hier finden wir überhaupt nichts. Hier ist ein Lichtschalter und hier ist zerstört die Schatztruhe. Gucken wir uns an, oder? Ich kann überhaupt nichts sehen. Ist hier irgendwas noch drin möglicherweise? Irgendwas Besonderes? Nö, gar nichts. Na gut, na dann benutzen wir doch den Lichtschalter. Buh! Eek. Hallo Guybrush. Hallo LeChuck. Tschüss LeChuck. Wird's da was ausmachen, mich nicht anzurotze, wenn du sprichst? Dessen mal wärst man nicht entkommen. Ja, dann pass mal auf. Ich bin ja schon vorher entkommen und das kann ich leicht nochmal machen. Warum sagst du sowas? Ja, du hast recht, ich gebe auf. Ja, dann guck mir doch gerade mal zu. Nicht so schnell. Selbst wenn du entkommen könntest, wäre ich immer in der Lage, dich wiederzufinden. Wir sind aneinander gekettet. Wie Suppe und Salat? Wie Leber und Körperteile? Wie Dreadlocks? Ja, genau so. Oder wie Brüder. Ich bin dein Bruder. Nein, das kann nicht wahr sein. Das ist unmöglich. Erforsch deine Gefühle, du weißt, dass es wahr ist. Nein! Und ich habe ein kleines Geschenk für dich gebracht. Ja, natürlich haben wir wieder ein bester Star Wars Manier. Und ich habe ja schon bei Rumroger gesagt, wir merken uns mal die Tunnels, ne? Jetzt wisst ihr auch warum. Ich glaube, dass du mein Bruder bist, ist schon Überraschung genug für einen Tag. Vielleicht. Aber da ist noch was Amüsanteres. Oh oh. Wie er guckt. Böbbele? Die Überraschung ist ein Böbbele? Was ist dann das für großes, scharfes, tödlich aussehendes Nädelchen, was du da hast? Hat das irgendwas mit dem Esel der Schwanz anklemme zu tun, so blinde Kuh mäßig? Das ist doch vielleicht eine Voodoo-Puppe, oder? Oh ja, natürlich ist es ein Voodoo-Pop. Und ich werde es benutzen, um dich zu quälen. Und dann deine Schreie zu hören in einer anderen Dimension, in die von unendlichen Schmerzen. Obacht! Oh, sieht nicht so gut aus. Mama! Sind wir jetzt durch? Nee, ich will noch das so machen. Oh Gott! Das war ja interessant. Wir haben noch ein bisschen mehr Spaß, oder? Bitte! Nicht mehr! Na gut, aber jetzt Zeit, dich in die schreiende Dimension der unendlichen Qual zu schicken. Ja! Naja, wenigstens bringe ich jetzt den kleinen Wäschlumper Guybrush los. Klatsch! Hey, ich lebe hier noch! Ich hab gedacht, ich bin weg. Ups! Seltsam. Du musst irgendwas nicht stimmen mit der Voodoo Bob.
Eigentlich hättest du dich in eine andere Dimension jagen sollen und nicht in den nächsten Raum. Schlechte Material, denke ich mal. Ich probier's einfach noch einmal. Nee, ist schon in Ordnung, Das war früher so geil, als es nur Desktop-Speaker gab, wo das immer in einer Lautstärke wie Sau war. Wir machen mal die Kiste hier auf. Und nehmen mal Malzbier. Die Kiste wir mal auf. Und nehmen Puppe raus. Ah, LeChuck-Puppe. So, wir machen das relativ fix, weil LeChuck könnte uns jetzt jederzeit auflauern. Und damals, wie gesagt, mit dieser Desktop-Speaker-Lautstärke, das war übel wie Sau. Das hat immer gedröhnt wie noch was. Verlorene Eltern. Hey, das sind meine Eltern. Naja. Sieht ein bisschen lose aus. Nehmen wir halt Schädel vom Bappe mit. Wir machen hier noch die Schublade auf. Da sind ein paar Sachen drin. Spritze zum Beispiel. Jetzt haben wir unsere Nadeln. Wir gucken natürlich noch hier in der... Ah ne, da in der Mülleimerei. So, schnell reingucken. Ja, nette Mülleimer. Das kann ich nicht mitnehmen. Da war aber noch irgendwas anderes. Medizinische Schublade, die ist leer. Da ein Untersuchungstisch. Sieht anders so komfortabel aus. Ich weiß nicht, wie was es hier noch... Hier muss es aber noch was geben. Ich muss mich nur als Dummler wegen LeChuck, dass der nicht sofort wieder auftaucht. Ich bin mir nämlich sicher, was das war. Na egal. Gehen wir weiter. So, gehen wir nochmal hier rein. Hier war, glaube ich, auch noch was. Aufmacher. Und zwar hier. Ist ja noch was drin? Ah, nochmal Malzbier. Okay. In der Kiste. Ah, der Ballon, genau. Aufmacher. Ups. Hallo, Guybrush. Nimm das! Nimm das, Bruder! Es passiert hier überhaupt nichts. Rootbeer hat nur bei Geister funktioniert, Guybrush, du Dummkopf. Und jetzt bin ich kein Geist mehr, sondern ein Zombie. Erlaubt mir mal, das zu demonstrieren. Okay. Kapiert. So, wo sind wir hier? Ah, jetzt sind wir wieder da. Okay. Das hat wohl nicht funktioniert. Dann gehen wir halt wieder da hier. So, da kriegst du die Käsekiste, weil jedes Mal dieser LeChuck gegammelt kommen könnte. Da war's das Dode mit Benutzer. Dann müssen wir hier was drücken. Weil die Münzwiedergabe. Und jetzt warten wir, bis LeChuck kommt. Wir müssen jetzt Voodoo-Zutaten sammeln. Ja. Do. Hä? Oh, ein Doppeladler. Nimm LeChucks Unterhose. Nein, Mist. Da war ich etwas zu spät. Verflixt. Okay, jetzt sind wir wieder da gelandet. Ganz hinten wieder. Ups. Ich will weg. Können wir nicht drüber retten? Lass es mich erklären. Ja, das kann als etwas nervig sein. Ah, da ist doch Big Whoop. Da ist ein Ticket drin. Gucken wir uns mal an. Da ist er eh drauf. Tja, das ist Big Whoop, ihr liebe Leid. Drücken wir doch mal hier den Knopf. Gehen wir hier rein. Ups. Verflixt. Ja, da brauchen wir noch ein paar andere Sachen. Damit sich der Fahrstuhl bewegt. Weil die Kiste kriegen wir nicht raus. Und wir brauchen noch ein paar andere Sachen, um uns leichter zu machen. Was war dann hier? Hier muss es dann noch irgendwo... Scheiße! Ja, er hat mich mal wieder erwischt. Hier muss es noch irgendwo Gummihandschuhe geben. Warte mal. Ich muss auch noch weiter hochgehen. Wenn LeChuck das nächste Mal kommt, habe ich nämlich noch was für ihn. So. Gucken wir mal hier rein. Genau. Hier das nochmal benutzen. So, jetzt müssen wir nochmal warten, bis der Hanebumble gewackelt kommt. Dann schnappen wir uns nämlich was von seiner Kleidung. So, noch einmal. Und Unterhose geholt.
Ih, wie das schon im Inventar aussieht. Okay, ja, jetzt hat er mich mal wieder. Ich muss noch was erwischen. Okay, irgendwo muss ich noch die Handschuhe herkriegen. Wo waren dann die? Ich glaube, die waren in dem Raum drin, wo wir gerade auf LeChuck getroffen sind. So. Da müssen wir, glaube ich, nochmal was aufmachen. Steckt fest. Steckt auch fest. Der doch genauso. Leider. Okay, der ist schon reingucken. Okay, da ist Geld oder was drin. Da ist leer. Okay, wieder mehr Anchovies. Okay, wo war dann das verflixt nochmal? Zugenachelt. Verflixt noch eins, wo war dann das? Und da geht's einfach, glaube ich, wieder nur zu Big Whoop, ne? Zu der Kiste, genau. Wo waren dann diese Handschuhe? Die müssten im Arztbereich gewesen sein. Wenn wir auf LeChuck treffen, haben wir aber wieder was. Jo. Und zwar Taschentuch. Hier. Fass auch mal das. Pfui Teufel. Ich weiß, dass du aufgebracht bist, aber es gibt doch einen Grund für Gewalt. Oh je, wo sind wir jetzt gelandet? Ah, perfekt. Da wollte ich hier. Hier muss es noch irgendwas geben, was ich nicht gefunden habe. Da ist Zeug drin. Jawohl, da sind die Handschuhe. Genau, perfekt. Jetzt müssen wir nochmal zum Heliumtank, verflixt. Okay, er hat mich mal wieder. Ja, dann mach mal. Zieh das Ding durch. Okay, wir müssen jetzt eigentlich... Oh, Kerl. Aha. Ja, wir sollten es wie vernünftig Erwachsene klären, definitiv. Ich muss nochmal zum Raum mit dem Heliumtank. Och, jetzt wird's langsam ein alter Hut. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Gewitter erleid. So, komm schon. Genau. Hier. Benutze. Na, immer hier. So. Hier, guckt. So, noch einmal. Jetzt sind wir nämlich leicht genug für den Fahrstuhl. Falls uns der dappische LeChuck dann schon wieder abpasst. So, da wollen wir hier. Jawohl. Eva. Verschrocken wie Sau. Jetzt aber. Jetzt bist du dran. Jetzt haben wir nämlich auch ein bisschen Ruhe vor ihm. Crispy Beard Bits. So, jetzt benutzen wir nämlich diverses Zeug mal mit der Juju-Tasche. Wir haben ja glücklicherweise noch die Tasche vom Internationalen Haus des Mojo. Das wäre die erste Zutat. Dann haben wir da widerliche Rotzfahne. Reide mit. Das sind dann schon 2 Zutaten. Dann die Juju-Tasche mit der ekliger vollgepisster Unterbuchse verwende. Und dann hier noch verwende. Genau. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist ein Pupp. Glücklicherweise haben wir eine. Und jetzt basteln wir uns einen eigenen. Haha! Obacht, Basse LeChuck, jetzt habe ich mein eigenen Bob. Und ich habe eine Spritze, womit ich eine Nadel hätte. So, auf mit der. Hier gibt es nämlich noch ein kleines Easter Egg. Das kommt mir beängstigend vertraut vor. Wir sind in der Seitengasse von Mealy Island, wo uns fester Scheintop alias LeChuck das erste Mal gestellt hat. Direkt auf Mealy Island. Ah, der Zirkus. Ich liebe den Zirkus. Müsste auch dasselbe sein, was er doch gesagt hat. Und da hieß es ja nur für autorisiertes Personal, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Können wir dicht machen. Und können wir uns aber das Schild angucken. Genau, nur für Angestellte.
Ja, das war ein schönes Easter Egg, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Aber, wir machen mal zu. Geht sonst kein Mensch auf Melee Island was an. Jetzt geht's wieder runter. Und jetzt ist LeChuck dran. So. Ups. So, Dalla. Dann komm mal her, du Hanebampel. Ich warte auf dich. Haha. Jetzt ist Voodoo-Zeit. Der war ziemlich gut, Guybrush, aber nicht gut genug, um mich aufzuhalten. Na, das wollen wir doch mal sehen. So, hinterher. Jetzt gehe ich dir mal hinterher. Oh, du bist... Der ist schon wieder... Ja, ich mach mir ja schier in die Hose. Ich kann nur lachen über deine Voodoo-Spielerei. Ha! Ich kann's einstecken. Wie das erinnert mich an meinen stretchy Muskelmann, den ich als Kind gehabt habe. So, jetzt sind wir nämlich mal dran. Ich kann's vertragen. Nimm das, LeChuck. Ich bin schon viel mächtiger als dein erseliges Beppel. Ich frage mich, was passiert, wenn ich dem Ding ein Bär abrobb. Hoppla! Und der Arm ist mir auch noch abgefault. Ja, guck, der Guybrush. Oh Gott. Wie einfach mal so random ein Hund kommt und seinen Arm wegnimmt. Guybrush. Ja? Komm her. Nee, so dumm bin ich jetzt auch nicht. Aber ich will da... Meine Maske, dass du meine Maske abnimmst. Und wahre Gesicht von deinem Bruder siehst. Bär oder mit Bär. Ich trau dir nur so weit, wie ich Manhattan schmeißen kann. Oder wie ich spucke kann, wär's Deutscher wahrscheinlich, ne? So weit wie ich spucke kann. Keine Chance, du reicht mal die Lunge raus, wenn ich nahe komm. Vergiss es, ich komm nicht drüber. Na komm, alle hopp, ich komm zu dir rüber. Und jetzt ganz langsam meine Maske ab. Ah na, was ein Kröte-Gesicht. Ach du liebe Zeit, du bist mein gruseliger Bruder Chucky. Hast gedacht, ich mach Scherze? Warum hast du mich bis hierher verfolgt? Und warum hast du mich so, wie du mich ganz offensichtlich hast? Warum hast du mich bis hierher verfolgt? Unsere Mama hat gesagt, dass ich dich jagen soll. Wenn unsere Mutter das gesagt hat, dass du mich jagen sollst, hat sie da gesagt, dass du mich umbringen sollst, oder war das deine Idee? Machen wir es mal so. Guck mal, Guybrush, könntest du mir ein bisschen helfen? Mach wieder das Bär an die Bob zurück. Versprichst du mir danach aufzuhören, auf mir rumzuhacken? Versprichst du mich nicht auf den Boden zu klatschen und mich anzurotzen? Versprichst du mich nicht in deinem Spind einzusperren? Machen wir es mal so. Hör mal auf mir rumzuhacken die ganze Zeit. Alles klar, ich versprech's. Alles, aber mach's Bär wieder dran. Hey, ihr Kinder! Ihr solltet gar nicht hier sein! Ja, das Ende ist schon etwas merkwürdig. Errungenschaft freigeschaltet, ein echter Pirat, Monkey Master und Freidenker. Ja, zu dem Ende würde ich noch was sagen. Errungenschaft freigeschaltet, schaltet das Licht aus, weil es ist schon etwas skurril hier, ne? Jetzt sind wir hier auf dem Jahrmarkt der Verdammten. Und das stimmt tatsächlich übrigens, der ist wirklich so. Wer seid ihr? Was passiert dann hier? Was ist dann der Ort hier? Wo sind wir dann? Ja, das ist das Screaming Weenie Hütte, wo wir uns wieder treffen sollten. Mama und ich haben uns große Sorge gemacht. Aber zum Glück hat dein Bruder Chucky, so wie ich es gefragt habe, noch dir gesucht. Und ihr Jungs seid jetzt in echte Schwierigkeiten, oder? Oder ihr habt euch nicht in irgendwelche Schwierigkeiten gebracht? Chucky hat versucht, mich umzubringen. Ich habe viel Zeug geklaut und dann hab noch 2 große Explosionen verursacht. Nee, Sir. Nee, Sir. Gut. Ich wünschte, ihr würdet nicht einfach so wegrennen, Buwe. Wir hätten uns Sorge gemacht.
Naja, wir hängen jetzt wohl woanders ab, wo es nicht irgendwelche Mörder und sonst irgendwas gibt. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ich hab keine Sorge über so Zeug. Genau so machen wir das. Und? Na sicher, Schätzel. Aber sei bitte vorsichtig. Ja, dann gehen wir jetzt mal erstmal zum verrückt drehenden Seeräuber. Ja. Oh, Mutter. Big Whoop. Amusement Park. Ja, ihr liebe Leid. Das war Monkey Island 2 LeChuck's Revenge Special Edition Uff Pelzig. Mit Walt als er selber. Zu dem Ende gibt es diverse Möglichkeiten in The Curse of Monkey Island oder der Fluch von Monkey Island im dritten Teil. Wird es am Anfang versucht aufzuklären, aber Ron Gilbert war halt auch zu der Zeit nicht mehr beim Team mit dabei. Das heißt, was sich Ron Gilbert eigentlich gedacht hat mit dem ganzen Spiel und mit dem Ende, weiß nur er selber. Er hat sich bis heute noch nicht dazu geäußert. Aber ich glaube, man kann vermuten, dass Big Whoop wirklich in eine andere Dimension reist und LeChuck hier einen Voodoo-Zauber gewirkt hat und ihm vorgegaukelt hat, er wäre angeblich sein Bruder. Ach, die Woodtick-Musik, ich lieb sie. Und ihn hier durch mehr oder weniger mit einer Illusion belegt hat, dass er denkt, er sei ein Kind und in einem Vergnügungspark und dass Big Whoop einfach nur ein Vergnügungspark sei. Aber tatsächlich ist anscheinend Big Whoop eine Eintrittskarte in eine andere Dimension. Ich freue mich, was Guybrush zurückhält. Ich hoffe, LeChuck hat nicht irgendeinen schrecklichen Zauberspruch über ihn ausgelöst. Genau deswegen ist nämlich auch die Erklärung, dass es alles nur Illusion ist und Guybrush hier einfach in einer Zauberwelt gefangen ist, weil LeChuck irgendeinen bösartigen Voodoo-Spruch über ihn verhängt hat. Also das ist so die gängigste Erklärungsmöglichkeit und ich halte es eigentlich auch für relativ relevant. Ihr könnt natürlich, nicht relevant, ich halte es natürlich für relativ logisch. Ihr könnt selbstverständlich, ihr liebe Leute, nochmal euer Theorie posten, weil es wird mich sehr interessieren, was ihr zu dem Ganzen denkt, weil dieses Ende von Monkey Island 2 ist wirklich schon so richtiges What the fuck einfach nur. Man sieht es nicht nur, hä? What the? Genau deswegen mag ich es eigentlich auch ganz gern darüber zu diskutieren, aber ich schließe mich eigentlich durch der Mehrheit an. Und natürlich mal wieder die Seemöwe aus Loom war auch dabei. Habe ich ja auch schon gesagt, ne? Jo. Aber ich schließe mich eigentlich dieser Mehrheit an, dass LeChuck hier mit Big Whoop, mit dem ganzen Gedöns hier eigentlich nur einen Spruch, einen Voodoo-Spruch verhängt hat und Guybrush in so Spirale gebrochen hat. Ja, sie können jetzt ihren Computer ausschalten und was Sinnvolles machen. Wie zum Beispiel Racquetball spielen, kleine Runde, oder ihr Auto wäsche, oder Ofenessen kochen. Oder sich in einer Funkband anschließen. Oder in irgendein fremdes Land reisen. Sie könnten auch sich noch für die Präsidentschaft bewerben. Oder mit dem Mitglied des anderen Geschlechts sprechen. Ihr Auto könnten sie auch noch wachsen. Oder einen Wienerle-Stand aufmachen. Sie könnten auch noch versteckte Schätze graben, das mache ich aber immer als Archäologe. Oder Kuhmelke könnten sie auch noch. Sie könnten auch noch einen Schreiwettbewerb mit ihrem Nachbar veranstalten oder Hirnchirurgie veranstalten. Ja, außerdem Geld wie Linie zeichnen, irgendwo in der Mitte. Sie könnten auch noch ihren Namen in den Schnee schreiben oder Korbweber an Muscheln beibringen. Sie könnten auch walisische Volkslieder singen und auch noch irgendwo Bäume in öffentliche Ort pflanzen. Sie könnten auch noch die Person neben ihnen verwirren und könnten natürlich auch triangulär, keine Ahnung, oder hüpfe, schipple und rumspringen oder im Zug fahren. Das ist doch auch nicht schlecht, oder? Sie können auch noch irgendwas Sie können auch ihr Soccer alphabetisch sortieren oder mit ihrer Mama bowlen gehen oder auch Kartoffelkäfer für irgendwas trainieren oder ein Quilt könnten sie auch noch machen. Irgendein öffentliches Magazin über Stift rasieren könnten sie auch noch lesen und irgendwas mit Pineapple geht natürlich auch immer oder ein Freeway bauen, glaube ich, oder lernen, wie man zeichnet. Könnt natürlich ja was fotografieren, auch das wäre natürlich möglich. Oder wie man die Zeit, Learn to Tell Time, okay. Sie könnt auch Geld fotokopieren, selbstverständlich. Oder rausgehen und ein bisschen Pasta essen, das ist auch nie verkehrt.
Oder irgendwas mit dem Kleid verschneiden, könnten sie natürlich auch. Oder in irgendwas, eine Iguana-Bade natürlich, könnte man das auch. Oder Fische gehen, Angle gehen. Das Haus von einem völlig Fremden natürlich mit in der Nacht Pinsel geht natürlich auch. Windsurfer gehen. Oder der Haarstil verändern. Bei mir eher schlecht. Natürlich kann man auch die Marker-Arschspitze oder einen Tukan füttern. Oder einfach nur die Sonne genießen. Ne? Auch das geht natürlich. Was in dem hier nicht funktioniert in der Jahreszeit. Oder Kreuzworträtsel löse. Irgendwelche coole Klamotte könnte man selbstverständlich auch noch kaufen. Oder doch mal an den Strand gehen, wie wäre dann das? Natürlich könnte man auch Crockett mit dem Vater spielen. Auch das ginge. Oder ihr Pflanze wässern. Könnt natürlich auch ein Puppehaus einfach bauen. Oder Freunde einladen für ein bisschen Weih und so. Oder alles, ach nett. Gut, jetzt wiederholt sich das alles wieder. Ich danke euch auf jeden Fall nochmal vielmals, ihr liebe Leute, dass ihr auch das Projekt wieder mit mir durchlebt habt. Und übermorgen geht es dann weiter mit Let's Play Monkey Island 3, beziehungsweise The Curse of Monkey Island auf Pelzig. Da wäre ich auch nicht mehr schlecht von Englisch auf Deutsch und auf Pelzig übersetzen müssen, weil das hat endlich eine Spruchausgabe, ihr liebe Leute. Das heißt, ihr müsst euch in meinem hundsmiserabler Übersetzungen nimmer weiter Arthur. Ich danke auf jeden Fall jedem Einzelnen von euch, der sich das hier angetan hat und sich die 2 Spiele meiner absolut früheste Jugend mit angeguckt hat, weil ich habe die Spiele damals geliebt ohne Ende. Und es war mir wirklich ein Vergnügen, das zu spielen, auch wenn die Übersetzung teilweise mies war. Von mir hat es mir trotzdem höllisch Spaß gemacht. Und ich freue mich abartig auf The Curse of Monkey Island. Das ist richtig toll. Vielen Dank nochmal an die liebe Ala, die mir die Special Editions nochmal empfohlen hat, damit ich sie hier für euch als Let's Plays vorbereite und aufbereiten konnte. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder übermorgen zum nächsten Projekt. Und ansonsten gibt es ja auch noch Call of Cthulhu, was ihr euch angucken könnt. Also machen's gut, bis übermorgen dann wieder zum 3. Teil von Monkey Island. Ayan Yankee.